von der Königstochter, die nicht brüllen konnte. Es sind einmal ein König und eine Königin, die sich ganz fest ein Kind gewünscht haben. Und dann haben sie auch eins bekommen. Ein kleines Mädchen war es. Der König und die Königin haben sich riesig über ihr Kind gefreut. Aber die kleine Prinzessin hat Tag und Nacht brüllt und geschrauen. Es war kaum zum Aushalten. Die Königin hat gar nicht mehr gewusst, was machen, und schliesslich hat sie ihrer Verzweiflung gerufen: «Ich wette, du würdest nie mehr brüllen!» Kaum hat sie das gesagt, ist ihr Wunsch in Erfüllung gegangen. Die Prinzessin hat aufgehört zu brüllen und auch nie mehr damit angefangen. Nie mehr hat sie von da an gebrüllt. Ihr liebstes Baby ist verbrochen. Sie hat nicht gebrüllt. Sie hat sich im Finger geschnitten. Sie hat nicht gebrüllt. Das Hündli, das sie immer mit ihm gespielt hat, ist krank geworden. Die Königstochter hat nicht gebrüllt. Jetzt hat sich die Königin aber angefangen Sorgen zu machen. «Was wollen wir auch machen?» hat sie den König gefragt. «Aus einer Königstochter, die nicht brüllt, wird einmal eine Königin, die auch nie brüllt. Und dann sagen einmal alle, unsere Tochter hätte kein Herz.» Von jetzt an hat die Königin der Königstochter nur noch die allertraurigsten Geschichten erzählt. Aber es hat alles nichts genützt. Keine Geschichte war so traurig, dass die Königstochter hätte angefangen zu brüllen. Der König hat Schauspieler aus dem ganzen Land kommen. Die haben die traurigsten Stücke spielen. Alle Zuschauer haben geschluchzt. Nur die Königstochter hat keine einzige Träne vergossen. So ist ein Jahr ums andere herumgegangen. Aus der Königstochter ist ein schönes Mädchen geworden. Aber brüllen hat sie immer noch nicht können. Einmal an einem Tag ist sie in den Wald gegangen und zu einem kleinen Haus gekommen, wo ein junger, buschbarer Jäger gewohnt hat. Sie ist zu einem Mann gehöckelt und sie haben ein bisschen zusammen geplaudert über Gott und die Welt. Am nächsten Tag ist die Königstochter wieder in den Wald, und wo sie zum kleinen Jägerhaus gekommen ist, da hat der junge Jäger schon auf sie gewartet. Und von jetzt an ist die Königstochter in den Wald gegangen, wenn immer sie konnte, und sie und der Jäger haben einander von Mal zu Mal lieber bekommen. Der König und die Königin aber haben von all dem nichts gemerkt. «Unsere Tochter ist gross geworden», hat die Königin einmal zum König gesagt. «Es ist an der Zeit, dass sie heiratet.» «Ja, ich lasse noch von überall her Königssöhne kommen, dann kann sie sich einen davon zum Mann nehmen», hat der König gemeint. «Ich weiss aber schon, wenn ich heiraten will», hat die Königstochter gesagt, wo sie gehört hat, was ihre Eltern im Schild geführt haben. «Ich will den jungen Jäger heiraten, der im kleinen Jägerhaus im Wald wohnt.» «Eine Königstochter darf keinen Jäger heiraten», hat der König streng gesagt. «Eine Königstochter muss einen Königssohn heiraten.» Als die Königstochter das vernommen hat, sind ihr aufs Mal Tränen gekommen. Und sie hat brüllt und hat gar nicht mehr hören. Eine ganze Woche lang hat sie brüllt. Ja, das ist jetzt aber dem König und der Königin auch wieder nicht recht gewesen. «Meinetwegen, dann halt», hat der König gesagt. «So soll sie ihren Jäger haben.» Da hat die Königstochter aufgehört zu brüllen. Und dann ist Hochzeit gefeiert worden.